vom Papier ist das ja ein Freundschaftsspiel, Sebastian, aber es gibt eine ganze Reihe Leute, die im Vorfeld gesagt haben, freundschaftlich wird das heute nicht sein. Ja, also zwischen den beiden Mannschaften in keinem Fall. Das war noch nie so und das wird wahrscheinlich auch nie so sein. Das ist so emotional, wenn die beiden aufeinandertreffen und das werden wir gleich auch auf dem Platz erleben. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, sowas kann der Schiedsrichter hier unmöglich durchgehen lassen. Natürlich holt er die gelbe Karte raus. Ah, das war natürlich dumm. Noch so eine Aktion und er sieht rot. Ja, gut gehalten, aber den Ball muss er auch unter Kontrolle bringen. Ah, der Torwart hat sich für einen langen Abwurf entschieden. Perfekt getimt, der Ball landet genau beim Mitspieler. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Flanke in den Strafraum und überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Ja, was soll der Schiedsrichter da machen? Er muss Freistoß pfeifen. Das hat er gut gesehen. So, jetzt alles nach vorne heißt die Devise. Tja, das war mal eine Gefahr. Jetzt ist es keine mehr. Der Ball ist geklärt. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, Fehlpass. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? So, für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten sie aber langsam aufpassen. Gut eingeschätzt. Ja, das sieht der Trainer gern. Ja, und der ist noch im Spiel. Ja, ein schöner Pass. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Er findet den freien Mann. Ja, und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zurückerkämpft. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Souveräner Zweikampf und das Dribbling ist erstmal beendet. Ah, wie er sich den Ball da erkämpft, da kann man ja nur mit der Zunge schnalzen. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch. Ja, und mit dem Ball hat er gerechnet, überhaupt kein Problem für den Keeper. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Und das passt zur Tagesform dieses Torhüters. Der scheint heute fast alles zu halten. Beide Torhüter liefern hier bis jetzt eine tadellose Partie ab.
Ah, es sieht gut aus. Langer Abwurf und präzise. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Der Ball ist im Tor aus und damit Abstoß. So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf der Torwart. Und schon ist der Ball wieder im Spiel. Gut gemacht. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Ah, klasse Körpereinsatz von ihm und ganz fair. Zieh ab, Junge. Klasse und der passt genau und das Tor. Ein schwieriger Schuss aus Sicht des Torhüters. Wenn der Stürmer den gut trifft, ist der Ball kaum zu halten. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Ah, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen ist. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Foul. Völlig frei kann er sich da bewegen. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Der hat er nicht lange überlegen müssen, das ist gelb. Ja, deswegen steht die Mauer da. Freistoß, sagt der Schiedsrichter, denn die Aktion galt nur dem Mann. Der Ball war ganz woanders. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. Einfach weg mit dem Ball. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Ja, möglicherweise. Der Zuschauer hat bislang erst einen Treffer gesehen. Spielstand also logischerweise 1:0 und damit geht es jetzt in die Halbzeitpause. Also wenn man sich überlegt, wie viel Glück dabei war, dass das Spiel noch offen ist. Es würde mich nicht wundern, wenn wir hier am Ende noch einen klaren Sieger sehen würden. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Klasse Zuspiel. In der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. Das war ein richtiger Zuckerpass. War viel zu spät, wie er da reingeht, aber er kommt nochmal glimpflich davon. Sprich, ohne Verwarnung. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Und kein Abwehrspieler hat da bei diesem Kombinationsfußball eine Chance, überhaupt irgendwie an den Ball zu kommen. Ja, köpfen kann er. Und daraus könnte sich was entwickeln. Da sieht er die Lücke. Ja, steht er im Abseits, aber das ist nicht so schlimm.
Er war ohnehin gut markiert, wäre nicht weit gekommen. So, das schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an. Abseits, ja oder nein? So, den muss er jetzt verwandeln. Da stand er eigentlich zu weit weg vom Ball und trotzdem kommt er irgendwie noch dran, der Keeper. Klasse, wie er den spielt. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Gut gemacht vom Keeper. Herrlicher Pass. Weltklasse vom Schlussmann. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus, aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. Ja, der Eckball muss viel schärfer kommen. So ist das Ganze natürlich überhaupt kein Problem für den Torwart. Ja, und da könnte sich jetzt eine Möglichkeit ergeben. Die nächste souveräne Abwehraktion. Nee, da hätte er sich was anderes überlegen müssen. Klasse Zuspiel, gut getimt und ganz genau. So, Achtung, das könnte gefährlich werden. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Und er hat's gemacht, er hat's erzielt. Ja, wie heißt es so schön, der Ball lief hier wie am Schnürchen über 6, 7 Stationen. Ein klasse Tor, wenn Sie mich fragen. Und er spielt hier die Abwehr förmlich schwindlig. Schon sein zweiter Treffer in dieser Partie. Ja, das ist ja eine ganz lockere Angelegenheit hier für den Abwehrspieler. So, langes Zuspiel, aber da steht ja überhaupt niemand. Oh, das war aber scharf. Von der Latte springt der Ball ins Tor aus. Und das sieht so leicht aus. So locker. Also, dass er den noch rausgeholt hat. Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Ja, gut abgewehrt, aber noch nicht geklärt. So, das gibt Eckball. Das ist eine Möglichkeit. So, das hat er sich natürlich ganz anders vorgestellt. Ja, da musst du erstmal durchkommen. Klappt nicht. Klasse Aktion. Jetzt muss die Flanke kommen. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Und ich sehe gerade, hier müssen noch 4 Minuten nachgespielt werden. Gut gespielt. Querpass, kommt an.
an die Latte. Und das war die letzte Aktion, da bin ich sicher. Eigentlich war es schon vorbei und dann doch noch dieses Tor so kurz vor dem Schlusspfiff. Also ich muss sagen, dieser Mann übertrifft alle Erwartungen. Schon sein 10. Tor. So, und jetzt ist Pfeffer drin hier in der Partie. Anschlusstreffer. Und so wie es im Moment läuft, traue ich Ihnen jetzt auch noch den Ausgleich zu. Und zum Schluss steht es hier 2:1 und ich glaube, das geht auch in Ordnung. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.